Jesus hat weiter gesagt, war mal ein reicher Mann, wo mächtig teuer Zeich angetan hat und hat jeden Tag ein großes Fest gegeben. War auch ein armer Mann, wo Lazaro geheißt hat, wo der Kerber voll Wehe hat und wo sie immer abgeladen haben, dicht am Reiche sein Haus. Lazaro ist dort geblieben, hat versucht, seinen Hunger kaputt zu machen, mit den Krümmeln, wo vom Reiche sein Tisch runtergefallen sind. Und bis die Hunde haben ihm sein Wehe abgelegt. Der Arme ist gestorben und die Engel haben ihn bis bei der Abraham genommen, ins Himmelfest. Der Reiche ist auch gestorben und ist begraben gegeben. Der hat mächtig mitgemacht in der Tode seiner Welt. Wie er geguckt hat, hat er von weitem der Abraham gesehen und der Lazaro neben ihm. Da hat er geschreit, Vater Abraham, tu mich tauren. So der Lazaro soll sein Finger nass machen und soll mein Zunge abkühlen kommen, weil ich tun viel mitmache da in dem Feuer. Aber Abraham hat geantwortet, mein Kind, denk dran, dass du in dein Leben alle gute Dinge gekriegt hast. Aber Lazaro hat nur gekriegt, was schlecht war. Und jetzt ist er froh dahin, in der Zeit, wo du mitmachst. Außerdem ist ein großes Loch zwischen uns. Die, wo wollen von da bis bei dich gehen, kennen nicht. Und die, wo wollen von dort bis dahin hinkommen, kennen auch nicht. Der Reiche sagt, wenn's dann so ist, Vater Abraham, verlange ich dir, dass du den Lazaro bis mein Papa sein Haus schickst, weil ich han 5 Brüder. Lass ihm hingehen, dass es denen ansagt, dass er nicht da in das Leitungsplatz hinkommt. Aber Abraham hat geantwortet, dein Brüder haben Moses sein Gesetz und die Propheten sein Bücher, was er dran gemahnt. Die soll es anhören. Bloß das ist nicht genug, Vater Abraham, sagt der Reiche. Aber wenn jemand belebt und tut mit denen sprechen, dann tun sie sich befreien von seinen Sünden. Aber Abraham hat geantwortet, wenn die Moses und die Propheten nicht anhören, tun sie es nicht glauben, wenn auch jemand belebt.